Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen zu einer neuen Lektion im virtuellen Kursraum für Deutsch. Heute sprechen wir über das Thema Städte Deutschlands, Teil 1. Zu diesem Thema gibt es noch einen weiteren Teil, in dem ihr euch mit Städten Deutschlands noch intensiver beschäftigen werdet. Kommen wir zuerst zu den Lernzielen, die für diese Stunde geplant sind, oder mit anderen Worten, was lernt ihr heute? Ihr werdet zuerst über euren Wohnort berichten, wie zum Beispiel über Institutionen, die es dort gibt. Anschließend werdet ihr euch über deutsche Städte informieren, also welche es gibt, wie sie heißen, wo sie sich befinden und so weiter. Danach werdet ihr eine deutsche Stadt wählen, über die ihr mehr herausfinden möchtet. Ihr werdet dabei nach Informationen suchen, beschreiben, wo sie sich befindet und was an dieser Stadt so besonders ist. Eure Aufgabe wird auch darin bestehen, dass ihr ein digitales Poster oder eine Infografik zur Stadt eurer Wahl erstellt. Also heute geht es darum, etwas zu lernen und kreativ zu sein. Wie auch bisher braucht ihr diesmal euer Heft oder ein Blatt Papier, etwas zum Schreiben, Internetzugang und euren Computer oder Laptop oder euer Tablet oder ganz einfach euer Handy. Ganz wichtig ist, ihr könnt die Aufnahme jederzeit unterbrechen, eine Pause machen, bestimmte Teile der Aufnahme wiederholen und so oft anhören, wie ihr möchtet. Dakle, važno je napomenuti da u svakom trenutku možete pauzirati snimku da biste riješili zadatke, zapisivali ili jednostavno ponovili neke dijelove snimke. Beginnen wir jetzt mit eurem Wohnort. Jeder von euch lebt entweder in der Stadt oder in einem kleineren oder kleinen Ort oder lebt gar vielleicht auf einer kroatischen Insel. Was fällt euch zu eurem Wohnort ein? Also mit anderen Worten, was gibt es dort alles? Notiert euch 5 bis 7 Stichpunkte. Jeder von euch kennt das. Was ist auf folgenden Bildern zu sehen? Auf dem Bild links, in der Mitte und rechts. Genau. Links ist der Supermarkt, in der Mitte die Kirche und rechts das Restaurant. Wie sieht es in eurem Wohnort aus? Gibt es bei euch einen Supermarkt, eine Kirche oder ein Restaurant? Die meisten werden jetzt bestimmt Ja sagen. Einige vielleicht Nein. Also andere sagen vielleicht, in meinem Wohnort gibt es Baumarkt, es gibt auch Kino, leider gibt es auch Metzgerei. Dort, wo ich wohne, gibt es auch Restaurants. Also diejenigen, bei denen es diese Geschäfte oder Einrichtungen nicht gibt, sagen dann, in meinem Wohnort
gibt es keinen Baumarkt. Es gibt auch kein Kino. Leider gibt es auch keine Metzgerei. Dort, wo ich wohne, gibt es auch keine Restaurants. Wir machen jetzt eine kleine Übung. Die Frage lautet: Was gibt es in meinem Wohnort? Hier oben links seht ihr einen Link, den ihr braucht, um diese Aufgabe zu lösen, oder ihr scannt ganz einfach den abgebildeten QR-Code ein und beginnt. Jetzt könnt ihr eine kleine Pause machen, um die Aufgabe zu lösen. Habt ihr die Aufgabe richtig gelöst? Hier seht ihr eine Karte von Deutschland. Wie sieht es jetzt mit deutschen Städten aus? Welche deutschen Städte kennt ihr? Was wisst ihr über diese Städte? Wart ihr schon einmal in Deutschland? Welche Stadt in Deutschland möchtet ihr gern besuchen? In der Wortwolke rechts seht ihr einige deutsche Städte. Sicher habt ihr von den meisten schon gehört. Also wie Berlin natürlich, Frankfurt, Stuttgart, Köln, München, Dresden, Hamburg und so weiter. Entscheidet euch jetzt für eine Stadt eurer Wahl. Das kann eine Großstadt oder eine ganz kleine Stadt sein. Egal ob im Norden, Süden, Westen oder im Osten Deutschlands. Und? Welche Stadt habt ihr gewählt? Eure Aufgabe ist jetzt nach Informationen über diese Stadt zu suchen oder zu recherchieren. Also wo befindet sich diese Stadt? Wie viele Einwohner hat sie? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es dort? Sucht euch etwa 2 bis 3 Sehenswürdigkeiten aus, über die ihr genauer etwas erfahren möchtet. Und zum Schluss: Welche berühmten Personen kommen aus dieser Stadt? Wie zum Beispiel Sportler, Musiker, Schriftsteller, Schauspieler und so weiter. Jetzt könnt ihr eine Pause machen, um mit euren Recherchen zu beginnen und euch Notizen zu machen. Diese Notizen werdet ihr später brauchen. Wart ihr erfolgreich? Jetzt kommt der kreative Teil. Ihr sollt nun ein digitales Poster oder eine Infografik zur Stadt eurer Wahl erstellen. Achtet dabei auf Bilder, die ihr für euer Poster verwendet. Also genauer gesagt, sind die Bilder urheberrechtlich geschützt? Gibt es ein Copyright? Seid bei den Quellen, die ihr findet, sehr kritisch. Vergleicht mehrere Quellen und bildet euch erst dann eine Meinung. Und was das Optische betrifft, achtet bei eurem Poster auf den Hintergrund, die Schriftgröße und die Farben. Also die Buchstaben dürfen nicht zu klein und nicht zu groß sein. Man muss alles gut lesen können. Alles muss übersichtlich sein. So viel zum technischen Teil der Aufgabe. Aber vergesst nicht, überprüft eure Checkliste, bevor es losgeht. Habt ihr auf alle angegebenen Punkte geachtet?
Am Ende könnt ihr euch selbst bewerten. Was könnt ihr nach dieser Stunde gut oder noch nicht so gut? Könnt ihr über euren Wohnort berichten? Könnt ihr nähere Informationen über eine deutsche Stadt eurer Wahl geben? Könnt ihr Sehenswürdigkeiten nennen, die es in dieser Stadt gibt? Könnt ihr berühmte Personen nennen, die es in dieser Stadt gibt? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei eurer Arbeit und seid kreativ. In der nächsten Stunde, also im zweiten Teil, machen wir mit euren digitalen Postern oder Infografiken weiter. Das ist noch nicht alles. Es wird noch kreativer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr etwas gelernt habt. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!